Also, wir gehen zur 4. Ferien mit dem Gran California. Wir testen auf Herz und Nieren. Wir sind zu 4, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Ich bin jetzt gerade am Velo aufschrauben. Das ist noch am Chansis festziehen. Also, man muss zugeben, es ist nicht einfach als VW California-Fahrer den Gran California einzurichten. Es ist halt alles ein bisschen anders. Man muss neue Ecken und Plätzchen finden. Aber wir sind dran, das kommt gut. So, wir sind unterwegs Richtung Trier. Ich fahre jetzt etwa schon 4 Stunden. Was man kann sagen ist, das Fahrwerk ist super auf der Autobahn. Das Auto nimmt gut das Gas an, beschleunigt super. Ja, weitere Sachen werden wir noch sehen. Wir nehmen jetzt die Markisen-Kurbel raus und die ist in Kalifornien hier oben verstaut. Sehr platzsparend, allerdings ein bisschen hoch oben, also nicht gerade für jeden. Das Licht geht automatisch an. Das hat hier oben beim Licht einen Sensor. Wir haben einen Spiegel auf der linken Seite, wo man aber auch überklappen kann. Somit wäre alles Spritzwasser geschützt. Man kann den Spiegel arretieren, Retourklappen. Wir haben das Bründli, das ist ausklappbar. Mit der Brause. Die Brause kann man rausziehen und auch oben dort einhängen. Auf dieser Seite haben wir 4 Kleiderhöcke. Hat einiges Platz. Da ist die Toilette mit einem Zusatzfächchen unter links. Da haben wir zusätzlich noch ein Necessaire verstaut, Toilettenpapier und unten hat man wieder die Sogentlüftung. Unterhalb der Toilette ist der Schieber für auf- und zuzutun. Wie gesagt, wenn der Schieber offen ist, kann man die Kassette der Toilette hinten auch nicht rausnehmen. Ansonsten eigentlich so wie man es kennt, Toilette mit Ring und wir haben zusätzlich die Spülung, wo man hier drücken kann. Voilà. Oben in diesem Badzimmer hat es auch noch eine kleine Luke für aufzutun. Das wäre etwa alles für die Toilette.